Frauen in einem gewissen Alter ist der Titel dieses Videos. Hin und wieder denke ich zurück, wie das war, als ich jung war. Aber eigentlich weniger mit Wehmut, als mehr mit dem Gefühl, dass ich jetzt die Frau bin, die ich sein möchte. Jetzt mal ganz abgesehen von irgendwelchen körperlichen Unzulänglichkeiten. Es ist gut so. Es ist schön, 57 zu sein. Ich habe dann zum Beispiel zurückgedacht, wie das war, als mein Mitbewohner, wie ich ihn immer nenne, nur ein ganz kleines Kind war. Mama? 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 Bist du wach? Mama? Bist du schon wach? Komm gleich. Also wenn der eines Tages mal groß ist und länger schlaft, dann schlafe ich wieder aus, so bis 10 Uhr, so wie früher. Nur, wo sie damals gar nicht auf dem Schirm hatte, ist dies. Schon seit vielen Jahren weckt er mich morgens, nämlich nimmer auf. Im Gegenteil. Ohne Not wache ich jeden Tag selber auf. 5:50 Uhr. Naja. Es hilft nichts, wenn ich wach bin, bin ich wach. Und jetzt läuft's nämlich so. Es ist 13 Uhr, stehst du halt gar nicht mehr auf, oder was? Und weil manche Themen allein schwer umzusetzen sind, habe ich mir für dieses Video Hilfe geholt. Hello. Hi! Hello. Das ist die Tina. Und erstmal hat es natürlich Dinge zum Bequatschen gegeben, die nicht für eure Ohren bestimmt sind. Ja, Ja? Brigitte, ich hoffe, dass du jetzt den Superfilter drauf hast. Was für ein Superfilter? Ja, der Super Weichzeit 10 Jahre jünger Filter. Du, hab ich gar nicht. Weiß ich gar nicht, wo Dann müssen wir leider den Videodreh jetzt beenden. Sag nochmal. Ja, schaut her. Und das ist schon mal was, diese Selbstironie, die man eigentlich, finde ich, in einem bestimmten Alter erst kriegt. Sodass man so am allermeisten über sich selber lachen kann, oder? Ich glaube, dass das total wichtig ist, dass man einfach über sich selber lachen kann. Über alles andere auch, und Lachen ist sowieso das Allerbeste und das Gesündeste. Ja. Früher, da habe ich immer versucht, so meine ganzen Macken zu verbergen. Und komischerweise, seit ich das nicht mehr tue, hier jetzt vor der Kamera, meine Follower gefällt das anscheinend. Ja, das glaube ich ja. Also die Followerzahlen nach, ja, scheint es deine Leute, die dir da folgen, gut zu gefallen. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach immer, dass man so ist, wie man ist und authentisch ist, oder? Genau, dass man selber ist. Unter meiner Playlist Frauengeschichten habe ich die Tina, die Pferdeosteopathin ist, einmal vorgestellt. Also wenn du dir das Video anschauen möchtest, Tina, die Pferdeflüsterin.
habe ich mir gedacht, Früher war alles besser. nein, eigentlich nicht, eigentlich genau das Gegenteil. Genau, oder? Ich denke mir einmal wieder, was war früher alles besser? Ja, es war anders. Anders, ja. Ein bisschen unkomplizierter. Weil wir noch nicht so viel Händisch gehabt haben. Und weil wir auch nicht so viel gedacht haben. Genau. Oder so weit Dieses- denkt wie jetzt. Dieses Leben im Moment einfach, finde ich, glaube ich, ist ein großer, das, was du halt als Kinder selbstverständlich siehst, das dann doch wieder in dein Leben einfließen zu lassen. Das Leben auf die Zunge mal lassen und wenn du irgendwo vorbeigegangen bist und da haben halt ein paar Leute gesessen, die es kennen hast, dann muss ich halt einfach wieder zugesessen oder so, Ja. Zum Beispiel auch das Fortgehen, gell? ja. Früher, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war das so. Ja? Hi! Ja, ich weiß, es ist 9:15 abends. Fortgehen? Ja, logisch. In einer halben Stunde bin ich da. Heute allerdings ist es eher so. Servus! Was tust denn du? Fortgeh! Was um die Zeit noch? Ja. Hallo, es ist erst 9:15. Na, und ich geh gleich ins Bett. Ja, so ändern sich die Zeiten, Mama. Genau. So ist das Leben, gell? Ja. Oder dann haben wir um 10 Uhr vorgegangen. Mhm. Und heute schauen wir, dass wir um 18 Uhr das Abendprogramm machen, damit wir dann um 20 Uhr im Bett liegen. Gell? So ungefähr. Geht's dir auch so, dass du ganz früh essen gehen magst? Ja. Und Hauptsache wegen der schlanken Linie. Ach so. Na, bei mir ist einfach, weil ich dann so lieb bin. Ja, Parasympathikus spricht. Geh mal schlafen. Ja, es hat sich alles geändert. Oder zum Beispiel auch Beziehungen. Mhm. Also, ich weiß nicht, früher, da war ich so, mein Tina, ich sag's dir, ich habe jemanden kennengelernt, der ist so toll. Der schaut so gut aus und der versteht mich voll, der hört mir zu. Das ist so ein richtiger Traummann. Ich glaube, das ist ein Seelenverwandter. Ja, ist doch so, oder? Ja, hormonelle Gehirnspüler. Genau, das andere Wort, das war dann Piep, Piep. Genau, weil Brain F. Genau. Naja, und jetzt mittlerweile würde ich vermutlich so reagieren. Ja, Brigitte, kann es sein, dass du einen neuen Mann kennengelernt hast? Oh ja. Ja, was jetzt? Ja, man hat sich mal getroffen. Ja, und jetzt erzähl mal, wer ist das? Was macht der? Woher hast du denn den? Ja, der ist ganz nett. Mei, muss man mal schauen. Ja, bei mir war das natürlich auch der totale Traummann gewesen, gell, der alles kann, der am allertollsten und besten aussieht von alle und einfach nur der allercoolste, geilste und beste ist. Ja. Und jetzt? Ja, mein. Irgendwann landet man in der Realität. Ja. Wenn die Hormone dann weg sind. Wie unsere gemeinsame Bekannte, die Doris immer sagt, nur noch ambulant, nicht mehr Nur stationär. Ja, man muss ja die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nicht direkt heimholen. Ja, diese Ansagen dann von der Mama immer, du das, du jenes und das tust nicht. Boah, Damals in der Pubertät vor allem, oder? ja, klar. Da wo es ja wieder alles besser wissen und man selber ja auch alles allerbestens weiß, ohne jegliche Lebenserfahrung. Gell? Ja. Ich habe da immer auf
so da ist, da das nicht hören, ignorieren und mein eigenes Ding durchziehen gemacht. Da eine, da aussehen. Genau. Ja. Das hat es natürlich überhaupt nicht gern gehabt, meine Mama, gell, und hat natürlich das Ganze nur ein bisschen verschärft meistens. Ja. Ja, da war halt immer cool sein Programm. Ist doch mir egal, was du sagst. Ich weiß sowieso alles besser. Und was weiß denn die schon? Die hat doch überhaupt keine Ahnung, die Frau. Ja? War da immer genervt. Ja, genau. Und jetzt bin ich ja Mutter, gell, die sagt, mei, also da musst du wahnsinnig aufpassen, wenn du nämlich das und das machst, dann kann das und das dabei rauskommen. Und jetzt rat einmal, wie Mitbewohner reagiert. Boah, echt jetzt? Nicht dein Ernst, oder? Und auch das organisiert sei. Also ich meine, das ist jetzt viel besser bei mir. Bei mir auch. Schon, gell? Ja, das wird schon besser mit der Zeit. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wie ich jung war, wenn ich in Urlaub gefahren bin, ich bin ja quasi mit null da losgestartet, habe überhaupt nicht gewusst, wie es da abläuft, habe mich null informiert. Du auch? Ja, vor allen Dingen, was waren denn unsere Informationsquellen damals? Internet hat es keins gegeben. Eben. Wenn du in die Domrep geflogen bist, das war der Anbeginn der Fernreisen sozusagen quasi für den Otto-Normalverbraucher. Handys hat es keins gegeben. Genau. Du hast irgendwo hin müssen, Ja. entweder. Reisebüro oder jemand anderer, der da was erzählt hat. Mhm. Und wenn du daheim anrufen wolltest, dass du gut angekommen bist, du hast in irgendein Telefon oder Heisel oder irgendwas gehen müssen, gell? Bist du auch mit quasi 0,0 Geld hingefahren? Mhm. Haben wir uns Geld sogar ausgegangen in Spanien. Da haben wir nach der Schule beschlossen, wir fahren jetzt halt nicht heim, sondern wir fliegen nach Spanien. Dann haben wir nach Spanien geflogen, last minute. Und es ist uns noch 6 Tage Geld ausgegangen, weil wir ja verlängert haben, weil es so billig war. Ja, dann haben wir halt erst einmal 2 Tage warten müssen, bis wir über Western Union damals Geld geschickt bekommen haben von da oben. Western Union. Ja, man hat ja da auch keine EC-Karte oder sowas gehabt. Na, da haben wir nur Traveler-Reisechecks gehabt. Das kann mich erinnern. Stimmt! Reisechecks. Genau. Ja. Und auch generell, heute, wenn ich irgendwo hinfahre und wenn es, also ich mache gar nicht mehr so die Reisen, aber wenn ich jetzt nach Niederbayern fahre, da weiß ich im Vorhinein schon einiges über den Ort und habe mich da schlau gemacht über Wanderwege etc. Und früher bin ich da hingekommen und habe nicht einmal gewusst, welche Sprache spricht man in dem Land. Ja, aber das ist halt auch anders. Du hättest den einen Wanderweg früher recherchieren sollen, außer auf einer Wanderkarte, oder? Das ist halt einfach alles total anders geworden, gell? Dass du live die auf irgendeinem Platz in, weiß ich nicht, Moskau oder Südafrika schalten kannst und da schaust, was die Leute machen. Ja. Oder dir einfach Videos dazu anschauen kannst. Das hat sich ja alles total geändert, finde ich. Erste große Autoreise war mit dem Dirke Weltatlas nach Portugal. Ist gegangen. Wahnsinn, oder? Ja. Und heute schaut das idiotensichere Navi ein. Mhm. Ja. Gut. Idiotensicher, manchmal landen die Leute halt dann auch wirklich mitten im Wald, weil sie blind aufs Navi vertrauen. Ja, aber das ist dafür mit der Landkarte ein bisschen. Ja. Und öfter würde ich jetzt mal sagen. Wahnsinn, gell? Kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen. Na? Dass du zum Arbeiten nach München gefahren bist mit einer schriftlichen Adresse, wo du dann auf der Karte raus wissen, Ja. dass die fahren musst. Ja. Und verstehst, auch für mich selbst schon sehr, sehr weit weg. Allein schon Fotos. Mhm. Da hast du nicht einfach mal so 10 Selfies gemacht, Ja. weil, ja, es waren, wie viele waren da auf einem Film? 24 oder 36, oder? Hat es so kleine und große Filme gegeben? Genau.
Dann Ich hast, glaube 24, 36 dann hast du ihn anspissen, quasi, wenn du die verschossen hast, Ja, also genau. wenn du irgendwie ein falsches Foto gemacht hast. Also ich muss immer lachen, wenn ich mir so alte Fotos anschaue, wo dann irgendwo der kleine Mensch am Ende des Fotos irgendwo steht. Oder wenn sie dann, wie gesagt, das war ja immer eine Überraschung, wenn du zusammengekommen bist, dann hast du den Film zum Entwickeln gebraucht. Genau. Und dann hast du draufgestellt und dann warst du froh, wenn ein schönes Urlaubsfoto Ja. dabei war. Weißt du, weil das war ja einfach auch schwierig, da was Gescheites rauszubringen. Gell? Und oftmals hast du dann vergessen, den Film hast du irgendwann zum Entwickeln gebracht und hast dich dann gefragt, wer war jetzt eigentlich das? Genau. Ja, Organisation, das war natürlich auch nicht so meine große Stärke. Gell? Aufräumen, sauber halten, puh. Aber heutzutage ist das ganz anders. Heute bin ich viel organisierter, strukturierter. Ich gehe meine Geschäftstermine ein bisschen anders ohne und auch meine Kundenakquise. Da hat sich auch sehr viel getan in den letzten Jahren und da fühle ich mich viel professioneller heute. Ja, man muss vielleicht dazu sagen, du bist selbstständig seit Jahren und hast eine eigene Firma, nämlich Equedo. Ja, genau. Equedo. Habe ich viel lernen dürfen und habe mich sehr gut weiterentwickeln können über fast 20 Jahre jetzt, wo ich die Firma habe. Und ja, da hat sich natürlich viel verändert. Bin ich durch eine straffe, strenge Schule gegangen und habe viel verändert, was meine Organisation und meine Struktur betrifft. Ich glaube, bei dir kann man auch sagen, du bist eher ein bisschen perfektionistisch, oder? Zum Beispiel, du warst ja jetzt auf der Equitana und ich glaube, dass du da also vorher schon richtig Gas gibst und alles bis ins kleinste Detail vorbereitest, gell? Ja, ich bin vom Urtyp her schon eher perfektionistisch und möchte natürlich, dass alles reibungslos und professionell abläuft und da bin ich sehr stark dahinter. Und da arbeite ich auch viel dafür und das ist mir total wichtig. Bei mir war es früher so, dass ich auf so relativ plumpe Komplimente so reagiert hätte. Danke. Gedacht habe ich mir aber auch damals schon. Ist jetzt nicht der Ernst, oder? Meine Augen sind da und nicht da. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Komplimente, was du als Frau denkst. Oh Gott, ja, ganz schlimm. Weißt du, was ich meine, oder? Ja. So, Kreativitätsskala -1. ja genau, so nach dem Motto, Geiler Arsch. Oh Gott. Glaubst du wirklich, dass das eine tolle Anmache ist, oder was? Also, ich weiß nicht, was ist denn mit euch Männern los? Ihr hat's ja sowas von unkreativ und neben der Spur. Was feiere ich denn? Du kannst ja nicht diese uralte, steinalte Anmache, die hat vor 40 Jahren schon keiner toll gefunden. Spinnst du komplett, oder was? Ja, oder dieses super Kompliment, wo du immer so denkst, was ist eigentlich kaputt mit euch? Boah, schaust du so gut aus für dein Alter. Toll. Dieses Kompliment erzielt bei den meisten Frauen ungefähr dieselbe Wirkung wie du wirkst ja relativ informiert, für das du keine Ahnung hast. Weißt, was ich meine, oder? Ich weiß nicht, gab es da irgendwann einmal einen Mann, der per stille Post die anderen Männer zugeflüstert hat, was angeblich gut funktioniert? Ich sag's euch, der hat euch hinters Licht geführt. So manche Komplimente wirken auf Frauen in meinem Alter zumindest. Auch so, dass du denkst, weißt du was, ohne war gescheiter gewesen. Diesbezüglich Komplimente für die Figur in der Art von Hast du nur einen guten Körper für das, dass du alt schon bist?
Das ist ungefähr vergleichbar, wie wenn ich zur Mo sag, du wirkst eh ganz nett für das, dass du Depp bist. Also, liebe Männer, falls ihr ein Kompliment machen wollt, auf das die Frau positiv reagiert, dann hört bitte auf gar keinen Fall auf eure Geschlechtsgenossen, sondern fragt eine Freundin, eine Frau aus dem Bekanntenkreis. Was darfst jetzt du gut finden? Ja, und jetzt als Mutter, da ist das Ganze nochmal anders geworden, weil ich da Dinge mache, die mich unglaublich genervt hätten, wenn ich es von meiner Mutter damals gehört hätte. Beispiel. Ich muss dazu sagen, Mitbewohner lernt ein Handwerk. Das ist wichtig zu wissen. Also ich hätte da gern einen Nagel in der Wand. Das muss aber eine ziemlich stabile Geschichte sein, weil ich möchte da was Schweres hinhängen. Also es müsste dann, glaube ich, also kein Nagel sein, sondern so ein Loch, wo man dann so ein Ding einsteckt. Und dann sagt Mitbewohner, Du meinst den Dübel? Ja, geht's dir noch dabei? Ja, passt schon. Alles in Ordnung, Brigitte? Geht's dir gut? Ja, passt schon. Gesundheitlich auch alles in Ordnung. Ja, eigentlich schon. Aber was mir ein bisschen Sorgen macht, mit dem Singen, da stimmt irgendwas nicht. Da haut es nicht mehr so ganz gut hin. Okay. Ja, Und was genau? irgendwie, ich sehe da immer so einen Punkt. Also wenn ich jetzt da hinschaue, dann ist der Punkt da. Und wenn ich jetzt da umschaue, dann ist er da. Ja, und das macht mir halt schon ein bisschen Sorgen. Okay. Warte mal. Und jetzt? Ich bin geheilt! Ich mag die Witze einfach so gern. Okay, einen schönen Witz für alle Pferdeliebhaberinnen. Eine Kuh kommt um die Ecke. Auf ihr sitzt eine junge Dame drauf. Das ist die Andrea. Und die liebt Wein und Pferde. Liebe Tina, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Mitwirkung bei dem Video, dass da nichts blöd ist und dass du einfach mitgemacht hast bei dem Schmarrn, der mir immer so einfällt. Und jetzt ganz zum Schluss kommen gleich noch ein paar Sachen, die ich normalerweise rausschneide. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Dann lass mir gern ein Like da und ein Abo für meinen Kanal Einfach Leben. Du Brigitte, jetzt wollten wir uns ja was zum Essen machen und da war jetzt das Allerwichtigste, dass du jetzt mal den Ofen ordentlich anmachst. Anmachen. Mhm. Ofen anmachen. Hi. Alles klar bei dir? Gut, das nicht. Mein Tina, ich sag's dir, ich hab. Achso, ist das jetzt verkehrt? Und jetzt als Mutter, das sehe ich halt. Oder ich weiß nicht, ob du das kennst. Komplum. Die wir gespult haben und dann unterhalten wir uns weiter. Okay, und jetzt unterhalten wir uns weiter. Genau. Okay.
Kannst du den Satz nochmal sagen, weil ich jetzt am Ich mein, Mund ja, umeinander popelt habe? Ja, und ich habe einen Fehler drin gehabt. Nochmal, was soll ich sagen? Steinalte Anmache, die hat vor 40 Jahren schon gar nicht toll gefunden. Spinnst du komplett oder was?